Grüße zurück zu einer kleinen weiteren Generation Zero Episode mit Kommentare beantworten. Man mag es kaum glauben. Ähm, der gute Uwe, Christi, hat mir folgenden Text unter die Kommentare geschrieben, zwecks Heimatbasis, wo die Entwickler hinwollen, und ich muss, machen wir so, ich bin eigentlich auf deiner Seite. Ich weiß auch nicht, wo die hinwollen. Dass es, Ich kann jetzt bitte nur das sagen, was ich objektiv beim Knobi-Tobi gesehen habe in sein Let's Play. In den letzten 2 oder 3 Episoden habe ich sehr selten die sowjetischen Maschinen gesehen. Ist mir auch aufgefallen. Mir fällt auch sehr viel auf. Ich glaube aber, dass wenn du jetzt so wie es der Tobi gemacht hast, ich bin mir nicht ganz sicher, bitte, ich kann mich irren auch. Aber das ist mir auch eine Zeit lang aufgefallen auf meinen ersten Spielstand. Wenn du jetzt da vor einer Region im Osten in die Region in den Westen gesprungen bist, war dort auch keine Maschine unterwegs. Ich glaube eher, dass das Spiel an sich selber, wenn du in eine neue Gegend kommst, sich erst aufbaut. Dass die Gegner erst nach einer gewissen Zeit spawnen. Ich glaube, dass die das so programmiert haben, dass das Spiel mit deinem Verlauf oder mit deinem Lauf mitwächst. Aber das ist halt alles einmal auf Holz geklopft eine Theorie, die ich vertrete. Kommen wir zurück zum Basenbau. Der Basenbau ist oberflächlich, brauchen wir gar nicht reden. Der Tobi hat es auch angesprochen. Ich meine, du hast 150 Teile, 150 Stücke, die du aufsetzen kannst, und mehr vertragt die Engine nicht. Bin ja der festen Überzeugung. Jetzt ist dann das große Problem, wo wollen die Entwickler hin mit dem Scheiß? Ich weiß es nicht. Mein zweiten Durchlauf, den ich da jetzt da mache, ich weiß es nicht, wie lange der noch gehen wird. Ich weiß es nicht. Es ist... Man merkt es beim Spülen selber irgendwie, wenn du einen zweiten Anlauf nimmst, da ist das Gefühl vom ersten Durchlauf nicht mehr da. Ich habe erst mit November 2021 so richtig mit dem Spiel angefangen. Und das ist jetzt nicht einmal über knapp ein halbes Jahr. Das Landfall-Update war super mit den sowjetischen Maschinen, aber irgendwie ist jetzt irgendwo ein riesiger Fehler in dem ganzen System drinnen. Bei dem ganzen Spiel, ich weiß nicht woher und warum und wieso. Ich weiß nicht, wo die Entwickler hinwollen damit. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Kann nur sein, geplant war der zweite Durchlauf, dass ich mir jetzt da rein die Hauptgeschichte vom Hauptspiel selber vornehme, dann nochmal die Geschichte von wie heißt's? Von Phoenix Rising und dann Alpine Unrest und dann das Spiel eigentlich beende. Ich werde jetzt noch Zeit aufnehmen, wenn mir vorkommt, ich habe nochmal das Gefühl oder ganz am Anfang, wie das Spiel angefangen hat es einen ganz eigenen Touch gehabt, einen ganz eigenen Charme. Irgendwie ist der komplett flöten gegangen. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt gerade mal das Startgebiet fertig. Es ist komisch, es ist wirklich komisch mittlerweile. Aber egal. Ich werde euch immer wieder auf dem Laufenden halten. Wenn es mir juckt, werde ich in den Episoden, die ich aufnehmen werde, mal kurz wieder mal drüber reden. Und wir werden dann weiter sehen, wo die Entwickler hinwollen. Mehr können wir jetzt nicht machen. Ich kenne es nur seit November 2021 und seit geraumer Zeit ist irgendwas im Busch. Sagen wir es mal so. Na gut, ja, dann entlasse ich euch jetzt da und wir rauschen ab in die nächste Episode. Passt, wir springen gleich rüber. Viel Spaß damit. Baba.
Und somit grüßt zurück zu einer weiteren Episode von Generation Zero. Wir sind jetzt da in diesem komischen Unterschlupf gleich an der Grenze vom Ackerland hin zum Scherengarten. In der letzten Episode haben wir da zum Schluss uns mit einem Tank angelegt. Es sollte noch einer gespawnt sein, beziehungsweise ich hatte beim letzten Mal 2 erblickt, da hinten noch. Wir werden uns jetzt da darüber schleichen und jetzt einmal in diese Richtung marschieren. Genau. Und dann sehen wir weiter. Wir haben jetzt gesagt, zuerst machen wir das Hauptspiel, dann FNEX und dann Alpine Unrest. Genau. Also das soll jetzt ein Durchlauf werden, der sich eigentlich nur auf die Geschichte bezieht. Ich persönlich mag die Geschichte eigentlich, ich mag auch die Erzählweise derer. Aber es ist halt das große Problem am Design der Geschichte. Du musst dran bleiben und dich immer wieder neu einlesen, was bis dato geschehen ist. Das werden wir aber auch zwischenrein machen. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass wir das vielleicht auch gesehen haben, ich meine, ich weiß nicht, ob das serienmäßig von Anfang an schon im Spiel drinnen war, oder ob das jetzt ein neuer Gag ist vom Spiel, ich weiß es nicht, ist ja dieses komische, plötzlich laufen die Maschinen davon, wenn du sie mit Raketen beschießt, gehen sie zurück oder beziehungsweise drehen sie um und sagen sie, weißt du was, mir wurscht, ich geh jetzt, Baba. Ich versteh's nicht. Was läuft hier schief? Aktenzeichen XY. Im Prinzip, ich habe nichts dagegen, ich habe gegen den Anfangsaspekt der Basisverteidigung, der Widerstandsbasis, dagegen habe ich nichts gehabt. Nur man kann es halt ein bisschen übertreiben. Und momentan übertreiben es die Entwickler in die Richtung etwaig etwas. Das ist auf den Punkt, auf den Unterstupf schauen wir zurück. Was ist denn da oben? Also wir gehen jetzt so rüber. Genau, da müsste ein kleines Ortschafterl sein. Was ja auch gebrandmarkt wurde vom Angriff, ne? Man gut, ich muss aber auch dazu gestehen, ich nehme im Schnitt vielleicht in der Woche weniger als eine Stunde Generation Zero auf. Wenn's gut ist. Also nicht, vielleicht, keine Ahnung. Es ist, momentan fehlen mir die Worte bei dem Spiel. Ich gebe es auch und ehrlich gesagt zu. Es ist irgendwas flöten gegangen. Obwohl ich mittlerweile gestehen muss. Ich habe jetzt da einige Spiele ausprobiert oder getestet, angespielt, angetestet, die keine Open World haben. Also lineares Level-Design, so ein Schlauch halt mit ein paar Abzweigungen. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, es gibt eine Sache, die mir momentan Bauchweh bereitet. Ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, dass ich die Hauptstory einmal, oder beziehungsweise dass ich mir die komplette Karten abgelaufen habe. Ich habe irgendwo einmal gelesen, laut Community-Schätzung soll ja rein nur die Hauptinsel oder dieses Stück Schweden da knappe 150 Quadratkilometer haben, laut Community-Schätzung. Bitte, ob es stimmt, das weiß ich nicht. Ich habe es halt nur so gelesen. Ich kann nur das wiedergeben, was ich gehört oder gelesen habe.
Was, wenn ich jetzt so durchlaufe? Na, brauchen wir nicht. Wenn ich jetzt so durchlaufe, ganz normal, dann fühle ich mich ein bisschen alleine. Na gut, ähm, das passt eigentlich auch zum Story, zur Geschichtserzählung, ne? Aber irgendwie stimmt was nicht. Es stimmt absolut irgendwas nicht, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber wir werden das Thema jetzt einmal ad acta legen und werden uns jetzt einfach einmal auf das einlassen, was uns die Entwickler hier topfahren. Okay. Ja, ja. Die Scherengartenregion haben sie auf jeden Fall mit Gegnern zugekotzt. Man hat's ja gesehen, ne? Und das ist auch, was mir auch aufgefallen ist, ich habe jetzt nicht unbedingt den besten PC, muss ich gleich dazu sagen, aber mir kommt vor, die Performance wird auch immer eigenartiger. Ja. Es ist von Update zu Update wird's immer schlimmer, kommt mir vor. Textil. Passt. Da gibt's Momente, da läuft das Spiel perfekt. Und dann gibt's Momente, wo ich mir denke, willst du mir es verarschen? Auf stellungsgemäß hinweisende Karte. Jemand hat ein Kreuz hinzugefügt, am Fischerdorf stellungsgemäß hervorzuheben. Aha, okay. Die Fischer scheinen sich dort versammelt zu haben. Auf einer Nachricht steht: Lasst euch von ihnen nicht zu den Bunkern bringen. Greift eure Waffen und schließt euch uns an. Tobe. Nur bitte, jetzt haben wir es benannt. Begib dich ins Dorf. Eine Gruppe, okay. Eine Gruppe Fischer hat in dem Fischerdorf unten an der Küste Widerstand gegen die Armee geleistet. Was hat sie dazu veranlasst, den Evakuierungsbefehl zu verweigern? Wussten sie etwas? Weil sie werden schon irgendwas gewusst haben. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich nicht unbedingt stören. Sie sind nur lästig. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt eine Waffe in der Hand hast, das Spiel dir eine Waffe gibt und diese gleich ausrüstet, weil das Spiel glaubt, dass du der wüst. Das ist zum Beispiel, ja, das ist mal eine Kleinigkeit, ich finde es aber lästig. Noch dazu haben wir jetzt eine Munition dabei. Ich weiß ja gar nicht, die 556, für was brauchen wir die, für was für Waffen? Ja, keine Ahnung. Haben wir dabei weg. Für irgendeine NATO-Waffen. Also, NATO, nö. Da ist ja nichts drinnen, gell? Nur ein bisschen was. Ja, einen Flammenwerfer, den nehmen wir irgendwann einmal mit, den müssen wir... Ich habe in Dings habe ich ausprobiert. In Bogen. Der ist nicht so schlecht, sag ich jetzt einmal. Haut mir aber auch nicht gerade um. Na gut, es gibt da draußen Menschen, die haben das Spiel schon länger am Kasten wie ich. Hm. Ich kann nur meine Eindrücke aus über 270 Stunden wiedergeben. Und die auch nur sehr oberflächlich, weil ich ein Mensch bin, entweder mir gefällt was oder mir gefällt was nicht. Also da muss ein gewisses Gefühl dahinter sein, wo ich sage, okay, das will ich oder das mag ich nicht. Ja. Was ist da oben? Ah. Keine Ahnung.
Aber wo ist dieses Dorf Stenungsgnäs? Also dieses da herunten. Jenseits der Barrikade. Ja. Wir werden dort drunter laufen. Und dann hier entlang runter. Wir werden dann rechts Richtung... Na, Käseberg, da ist ja ein Dings, oder? Da ist da nicht ein Bunker oder so irgendwas? Weiß ich nicht mehr. Celebi werden wir uns anschauen. Da ist dann ein weiterer Storyfetzen, glaube ich, was ich mir entsinnt. Muss ich schauen. Oh. Da ist auch was. Es ist halt, man merkt ja, dass irgendwas nicht passt. Für mich ist halt nur, weißt, dieses Grundgerüst, dieses eigentliche Grundgerüst, was ja noch vorhanden ist. Das ist das, was mir noch immer zu den Spielen hinzieht. Aber wenn man die Erzählweise vielleicht nicht mag, aber ich habe die Hauptgeschichte an sich selber mit dem Verlauf dann im FNX Rising Update und Alpine Unrest irrsinnig interessant gefunden. Weil es einfach ein Thema war, das du so in einem Videospiel an sich selber sehr selten bis gar noch nie gehabt hast. Und war ja dann eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt, warum die Ereignisse so kommen sind. Also, ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, das hat mich umgehauen, wirklich. Ich glaube, ich hab's schon mal erzählt, oder? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber, da habe ich ja diese eine Mission, hat sie da aufgetan damals. Und dann habe ich die verfolgt. Und wie sich diese Mission dann wie sich bei der Mission dann ausgestellt hat, eigentlich mit was du gar nicht gerechnet hast. Ich würde es nicht viel verraten, weil wenn du jetzt die Story noch nicht kennst, war es ein riesengroßer Spoiler. Aber den will ich nicht, ich will es ja noch nicht verraten. Jetzt werden wir probieren, oberflächlich so weiterreden, dass das Ganze ein bisschen umschifft, dass du keinen Spoiler hast. Also sagen wir so, die Hauptgeschichte an sich selber, die hat mich verärgert. Weil man einfach denkt, wie dumm kann man sein? Klebstoff. Und sollte mich heute ein bisschen verschnupft und müde anhören, ich bin müde. Es war heute ein verdammt bescheidener Tag. Okay, man da in eine Welt war ja nie viel los eigentlich, oder? Ich konnte mir jetzt nicht erinnern, dass da die Welt angegangen ist. Ja, streckt mir den Arsch her, ha? Oh Gott, ich sag das. Und das Grundgerüst, das eigentliche Grundgerüst mit diesem alternativen Schweden-Setting, mit der Hauptgeschichte, mit den Maschinen an sich selber, das feiere ich noch immer, trotz einiger brisanter Punkte, was du sagen kannst, das ist nicht meins.
Das stimmt schon, da muss ich da vollkommen recht geben. Aber nur, ich muss heute, ich wollte halt eigentlich liegen, gell, weil ich letzte Nacht nicht viel geschlafen habe. Nur, ich muss mir eigentlich jetzt einmal, na, ich muss das anders formulieren. Ich muss was spülen und mir ein bisschen ablenken. Heute war wieder so ein Tag, wo ich mir oft denke, nö, mag ich nicht. So. Haben wir uns auch schon angeschaut. Nur, es gibt halt auch ein großes Problem, man. Jetzt kann ich mal ein bisschen plaudern drüber. Das tue ich eigentlich ist ja selten. Weil jetzt habe ich in die letzten zwei Fallout 4 Episoden, ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt dazu passt, aber jetzt habe ich in die letzten zwei Episoden von Fallout 4 so viel Blödsinn geredet und so viel Klamauk betrieben, auch mit dem Schneiden und so. Brauche jetzt einmal ein bisschen was ruhigeres, ein bisschen was, ja, wo ich einfach nur mal stinknormal drauf losreden kann, weißt? Das ist kein Spielchen. Da ist was man Sammelgegenständen finden, nehmen wir mit. Und Baupläne holen wir uns nur die wichtigsten. Beim Endeffekt, wir haben ja schon alles gesehen, sagen wir sie ehrlich, oder? Den Inhalt, was das Spiel bietet, haben wir schon alles gesehen. Das haben wir schon 100-mal gemacht. Und im Prinzip wiederholt es jetzt eh nur. Also ich weiß nicht, was ich euch da sonst noch wieder erzählen kann, gell? Na ja, gut. Wenn du da als Kind nicht rebellierst, dann bleibst du aber auch davon, hä? Ja, platzsparend. Der hat die Werkzeugkisten kleins ins Kastel durch eingeschoben. Ne? Ah, gut. Und sagen wir sie ehrlich, der Tank, irrsinnig schön zum Spülen, ja. Das, was er an Aggression dir gegenüber aufzubieten hat, ist es eine andere Erfahrung. Aber ansonsten, momentan, was, irgendwas ist da halt im Buschle. Ah, da waren wir schon, genau. Dann habe ich da irgendwas gesehen, soll da hinten irgendwo ein Unterschlupf sein. Ja. Den holen wir uns gleich. Da jetzt sind wir knappe 20 Minuten unterwegs und haben noch keinen einzigen Gegner gesehen. Okay, rammen wir mal ein bisschen zusammen. Wie du siehst, ich habe uns ja etwaig wieder ein paar Adrenalinspritzen gefunden. Ich war ja zwischenzeitlich wieder ein bisschen looten. Drüben im Scherengarten. Habe ich mir erlaubt, damit wir immer bewaffnet sind. Flammenwerfer, haben wir denn überhaupt mit? Na. Weißt du was? Man, ich habe zwar in dem kleinen, wenn es dich interessiert, Video, ich bin zwar hergegangen und habe vom, wie heißt der, Tenebrae Infinite, zwar das Video verlinkt, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der, wenn mich was begeistert, ich kann das absolut nicht.
dass ich jetzt so wie viele da mit Hype und das und Massiv und was. Das kann ich nicht, das bin ich nicht. Okay, warte mal, wo ist jetzt jenseits der Barrikade? Wir gehen nochmal daher. Nur zu lang spülen will ich heute nicht. Weil eine Woche, die für den Arsch ist, hat nur 2 Tage in seinem Verlauf. Was ist denn? Weißt du, da gibt's ein paar Geräusche, die lenken mich immer an. Die bereiten mir so einen kleinen Schauer am Rücken. Ah, das ist dieser... Ist das nicht dieser eine Bauernhof da, der große? Warte mal. Ja. Weil irgendwie hätte ich jetzt schon Bock, dass ich das Spiel so spiele, wie es eigentlich zum Spielen ist. Weil ich hab's ja zuerst komplett anders gemacht, komplett kreuz und quer. Ich habe zuerst Phoenix Rising, dann die Hauptgeschichte und dann Alpine Unrest. Also komplett so, wie man es eigentlich nicht spielen sollte. Naja, und Zwirn nehmen wir mit. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, kehrt dieses Widerstandsbasis da. Diese Widerstandsbasis. Zu Beginn des Spiels die absolut beste Waffe. Es gibt keine bessere, meines Erachtens noch. Ich meine, das kannst du sagen, wie du willst, gell? Bunker Sorken, okay. Wo ist der Bunker Sorken? Ist der so weit herunten? Für die Ackerlandregion, okay. Wurscht. Wie hab ich jetzt da die Waffen? Okay. Oh. Warte mal. Muss man da den Rücken ein bisschen frei halten? Da war ja noch ein Hunter. Wo ist der jetzt? Okay, ja. Da ist er.
Okay, in den Bunker sorgen können wir schon rein. Jetzt entferne ich mich aber vom eigentlichen Ziel, gell? Wurscht. Fahren wir da zurück. Oh. Hoppala. So, schau du Mädchen. Also Plastik nehmen wir mit. Ich muss sowieso in der nächsten, oder zwischen den Aufnahmen, muss jetzt dann sowieso mal die Plunderer ausräumen. Da ist viel zu viel Dreck drin. Im Prinzip müsste jetzt, da ist so der Spielestand sein, noch vor die Story-Erweiterungen, oder? Weil FNIX kann ja noch nicht Triggered gewesen sein, oder? Oder was geschickter ist, schauen wir das zuerst an. Ich weiß es nicht. Oh, nichts drin. Warte mal. Mal 8. Ach so, das ist so eins. Ey, lass das einmal um. Ich muss mich da auch erst spülen. Mit denen habe ich eigentlich auch noch nie was angefangen mit die Visiere. Brauche ich nicht. Das nehmen wir gern mit. Weil nämlich nicht mehr weiß, wo der Bauplan ist für die zwei anderen Erste-Hilfe-Sets. So weiß ich nicht mehr, das weiß ich absolut nicht mehr. Es ist so ruhig. Weil ich dran denke, in meinem ersten Durchlauf habe ich da schon wütendste Kämpfe gehabt. Man gut, da habe ich auch schon das ich glaube FNX Rising. Ja, das mit, nein, das Resistance Update hat da erst angefangen. FNIX ist ja später gekommen. Ja, was weiß ich? Auch und ehrlich gesagt, ich habe momentan für diese Sachen irgendwo auch keinen Kopf. Nicht.